Willkommen zurück, Leute, zur nunmehr bereits 19. Episode hier vom Let's Play zu Fire Emblem Shadows of Valencia in Akt Nummer 2 mit Celica in der Hauptrolle. In der letzten Folge haben wir die Piratenfestung auseinandergenommen und die Frage war ja wegen der verbündeten Einheiten, sprich wegen diesen grünen Typis. 3 Stück waren es, alle haben überlebt und ja, ob die sich jetzt uns irgendwie anschließen können oder ob das hier gar nicht geht, ob ich etwas falsch gemacht habe. Vielleicht werden wir es bald erfahren, vielleicht auch nicht. Ich werde es mal gucken. Wir können jetzt hier reingehen im Piratenthron. Ich bin schon mal sehr gespannt. Tag 18, Part 19, passt doch. Gut reden kann ich mal mit allen dreien, das ist ein gutes Zeichen. Mit Volbar. Ho ho! Look who the cat dragged in. I'm Valbar, by the way. You really saved my bacon back there. And since that bastard Barth is dead, my family can finally rest. Right. Sorry. Got a little emotional there for a second. So, hey, is there anything I can do to thank you? I'll be honest, I'm not good at much besides cracking skulls. But if you need skulls cracked, I'm your man. What do you say? Also ganz ehrlich, ich würde sagen, ja, eindeutig. Denn es ist vor allem so, ich weiß noch nicht genau, wann Celica und Alm sich treffen werden. Voraussichtlich natürlich bei Akt 3, okay. Aber wenn ich eine Einheit nicht mitnehmen kann und mich gewiss wieder rekrutieren muss, sprich muss wieder zurückgehen, nachdem Celica wieder das Schrein betreten hat, etc., keine Ahnung. Und ganz ehrlich, unsere Einheit ist zwar magiemäßig sehr stark, aber auch sehr anfällig für physische Angriffe. Ich könnte so einen Tank sehr, sehr gut gebrauchen. So, Lien war, glaube ich, der Scharfschütze. You're going off with them, old friend? Well, they'd better make room, because I go where you go. No complaints about that, right? Everybody on the same page? Great. Ja, scheint. Wisst ihr was? Mitnehmen können wir sowieso alle. Ich meine, zur Not kann ich es immer nach der Box lassen oder opfern. Von dem her. Und ja, so ein Sniper kann nicht schaden. Kamui! Ja, hat gerade in Erinnerung an Naruto. You joining up with this lot, Valbar? Interesting. Well, it's your call. I don't have a preference either way. Oh, but let me ask you one question. Do you have Seraphim magic? If not, then you best stay clear of the Seabound Shrine. Necro dragons are the one thing I absolutely refuse to tangle with. Seraphim. Interessant. Wait, you two are coming? Well, obviously. I go where you go. That's the deal. And I don't care who doesn't like it. And I just go wherever the money flows like wine. You jokers are a couple of real class acts. You ever stop to think that maybe you're being rude to the priestess? She's on a holy mission to, a mission of... It's important, okay? It's all right, Valbar. They're welcome to come along if they like. It's an honor and a pleasure to have such capable company. They've both proven their skill, and can be rather amusing to boot. So I thank you one and all for brightening our journey. Aw, shucks, m'lady. We should be the ones thanking you. My, that was some praise. I thought I'd give at least 50%, but now you get all of it. You know me. I'll give you as much as you pay me for. Did you jokers hear anything I just said? Ich würde sagen, nö. Ja, ich sehe schon kommen, Leute, werden am Schluss eine grandiose Truppe, also wir haben bereits eine grandiose Truppe bei Alm, wir werden eine grandiose Truppe bei Celica haben, die zu vereinen, best of davon zu machen, das wird saumäßig schwer. So, was soll eigentlich dieser Fisch hier im Hintergrund? Ah, das ist ein Hai. Hai? Wir haben wirklich Hai gegessen? Erstaunlich. Ja, Hai. Ich sag Hai zum Hai. Das ist ein Anker. Zum Einsatz kam. Früher halt. Immer nur ein halbes. Finde ich vielleicht auch mal ein volles Bier oder was ist los? Nehme ich auch mit. Das vielleicht nicht unbedingt, aber der Jolly Watcher kann ich immer gut gebrauchen, wa? Kommt mit Fischen. Nicht zu sein. Oh, Fisch hat viel Omega 3, insofern. Gut, natürlich braucht es Gemüse und Vitaminen.
Bei Vitamin C war ja früher auf den Weltmeeren immer so ein sehr seltenes Gut. Und das gab es auch viele Erkrankungen, Skorbut zum Beispiel. Um ein Paradebeispiel davon zu nennen. Was es da gar nicht mehr geben kann, weil du musst so einen Vitamin C-Mangel haben, den gibt es heute gar nicht mehr. Mit der alltäglichen Nahrung ist es schon genug. Also genug, um Skorbut vorzubeugen. Natürlich, mehr Gemüse, Früchte und so ist nie verkehrt. Aber Skorbut bei der täglichen Nahrung und auch Fertiggerichten, egal wie ungesund es ist, hat überall eine gewisse Menge Vitamin C drin. Also, ich sage, dass es heutzutage überhaupt noch möglich ist, wenn man sich überhaupt irgendwie ernährt. So, jo, dann haben wir natürlich noch das Menü. Was schon zu befürchten war, ja, Kamui, denke ich mal eher weniger, dass es mitkommen wird. Generell einfach. Lien macht jetzt einen schlechten Eindruck. Hat Dangenbogen viel Power, ist er schon Level 4. Obwohl natürlich Kamui, ich meine, hier muss man sehen, ne? 6 minus 2. Angriff war 11 plus 2, also das ist schon ein bisschen was anderes. Kamui ist doch relativ flink, das gefällt mir. Valba natürlich einfach geschwindigkeitsmäßig ein Reinfall. 0 Resistenz, ach du Scheiße. Das ist natürlich besser mit 6 Resistenz. Ja, ich glaube Saber, der wird ziemlich cool werden. Generell für den Einsatz, das sind die anderen natürlich... Ja, ganz ehrlich, Celica auch, sie ist noch mehr Resistenz zum Abwehren. Saber, Angriff 10, Fähigkeiten 11, Geschwindigkeit 10, das war Level 4 erst. Der wird noch richtig geil. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich da Niederschild ihm geben soll, Valba, damit die beiden schon mal richtig fett loslegen. Quasi er blockt und er schlitzt auf. Ist eine Option, die man sich durchaus vorstellen könnte. Sie hat eben noch den Golddolch. Warum macht eigentlich diese Fülle schon wieder? Stelle Kabe. Das ist natürlich nie verkehrt. Macht allerdings nur plus 1. Das ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Ich schau mal ganz, was er sonst noch so hätte. Vermutlich ja nichts, war, wie es zu erwarten war. Ja, dann nimmt sie mal irgendwie ein bisschen Butter. Er ist ja ein Seebär, deswegen gereifter gesalzener Milchrahm. Ist natürlich immer lecker. Das ist doch schade. Aha, geht natürlich noch mit dem Lederschild, logischerweise. Egal. Kamui ist der bereits, mal ganz kurz gucken, unsere 8. Einheit erst. Der muss natürlich schon mit. Und sei es nun mal als Knollenfutter zu dienen im Notfall, wie bereits erwähnt. Denn eigentlich soll ja niemand sterben. So, generell bin ich immer der Meinung, Celica wird später mitkommen. Mei garantiert auch, die ist so sackstark. Geni kann ich vielleicht darauf verzichten, wenn ich mir das Team von allem so angucke. Saber kommt mit. Valba eventuell. Leon eher nicht. Kamui garantiert nicht. Also momentan hat Celicas Gruppe 1, 2, 3, maximal 4. Geht eigentlich noch, wa? Ich meine, das Spiel hat 5 Akte und dann der 6. Akt ist irgendwie noch so ein bisschen Afterstory und so. Also es ist schon viel. Wir sind hier erst noch bei Akt 2, also wenn dann noch ein paar mehr Kameraden kommen, wird das übel. So, Schatz, kann mal gucken, was hier abgeht. Die gleichen Leute wie aus RAM, WTF. So, ruft aber ein bisschen mit ihnen. Celica, wieso nimmst du es einfach nicht? Oh, ein Goldapfel, nehme ich aber. Klar. Goldmünzen nimmt sie nicht, ein Goldapfel nimmt sie. Die weißen Mulder. Goldmünzen nichts wert, aber so ein Goldapfel, yeah. Oh, ein Stahlschwert, geil. Da wird sich Saber freuen. Goldstücke, Prägungen, okay. Bisschen Wein. Ja, Rostschild. All die ganzen Schwerter hier. Gerade noch mal ganz kurz gucken. Gehen wir ein bisschen auf die Trefferquote. Klar, Geschwindigkeit geht jetzt nur um 1 runter, in Anführungszeichen nur. Aber trotzdem erst Level 1. Ich mache auch schon 12 Damage. Ich lasse mal noch das Eisenschwert, oder gehe ich doch schon auf Nummer... Die Geschwindigkeit geht nur um 1 runter, das ist im Vergleich schon wenig. Ich versuch's mal, wa? Petri Heil und so. Okay. Valba.
mich gewundert. Kamui könnte es natürlich gehen. Bei ihm ist natürlich der Geschwindigkeit-Drop ist natürlich scheiße. Darf natürlich nicht machen, ganz klar. Eisenschwert bei ihm geht, aber... Ja, ich würde sagen, noch ein bisschen quatschen. Mit Väterchen. As a boy, Regel's Emperor Rudolph was as fine a crown prince as you could desire. But since ascending to the throne, well, something has certainly changed. Still, I continue to place my faith in him, as must we all. Ja, war sehr interessant. We're sailors from Regel, we is. We owes you our freedom. Zophian pirate scum ride the sea like they owns it. But what's our emperor do? Not a damn thing. Guess his precious war is all he cares about. Just what kind of man's he become anyway? Ein Arsch von Mann. You're going to the Seabound Shrine, eh, Priestess? Oh, I've heard tale of a wondrous treasure that sleeps there. But while I like a bit of coin as much as the next, I'd urge you to reconsider. For a necro-dragon filled with deadly purpose is said to haunt that place. Steel won't even tickle its hide. They say it scoffs at all but seraphim magic. Dank dem Hinweis hat natürlich schon dank Kamui Zauberseraphim, also es muss ja eigentlich so sein, von dass irgendeiner aus der Truppe den Zauber lernen kann. Celica als Priesterin wäre möglich. Das ist ja, also ich gehe mal, ich sag's mal so, wa? Natürlich, ich habe schon mal erwähnt, wegen geht's wieder, mache wieder einen Bezug auf Almsroute. Dort da haben wir Fee und wie sind die anderen schon wieder? Sylk, irgendwie so. Aber die beiden sind ja Geistliche, also sprich, Fee habe ich dann der Geistlichen gemacht, weil ich schon weiß, dass die beiden exklusive Zauber lernen, halt Teleport und Rettung. Natürlich schon ganz geil ist. Seraphim wäre natürlich auch so einer. Ob Genie das aber lernt, oder Genie? Ich glaube eher, es wäre Celica. Das heißt, ich müsste vermutlich eher trainieren. Natürlich können es nachgucken gehen und so, aber ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Wenn wir uns echt ein bisschen überraschen lassen, wenn ich halt drauf gehe, shit happens. Ich weiß aber, wenn keiner aus unserer Truppe den Zauber kann, dann kommt dir der gute Kamui nicht mit. Das hat er selber gesagt. Also einfach nur so ein Spruch, oder kommt er wirklich nicht mit? Ja. Was mache ich? Wir werden natürlich erstmal Pirates fighten. Vielleicht kämpfe ich erstmal gegen alle Piraten, oder? Die noch hier auf See sind und gucke dann wegen Nekrodrachen. Da habe ich bis dahin schon den Zauber gelernt. Es könnte er sein. So, da haben wir natürlich alle dabei. Sehr gut. Positionieren. Ja, why not? Natürlich mal die mit der Verteidigung nach vorne. Dürfte eigentlich klar sein. So, das ist eigentlich soweit auch cool. Was machst du alleine hier? Habe ich was verpasst? Das war schräg. So, nochmal speichern. Tag 19, Part 19. Es passt wieder. Und let's go. There's only one of them? What's going on here? So, you're the girl, eh? Serving you up on a platter will earn me a swift promotion within the Fae. Now that I've washed this place clean of pirate vermin, you will come with me. Are you out of your mind, old man? We're in a hurry here and you're in our way. So would you kindly get out of it? Impudent child! Such a glib tongue will earn you nothing but pain. Do you honestly plan to take us on all by yourself? Wait a second. Is he? Oh no. Watch out, everyone. He's a cantor. He means to summon terrors to fight for him. He means to summon... Wait, what? Oh mein Gott, das ist ein Kanto! Er kommt aus Kanto! Was? So, Lebensbaums. Verleiht mir Karpe, ja, dankeschön. Miasma, Giftmagie, kennen wir irgendwie. So einen Kampf daher. Ich wäre Böses aus dem Dunkeln. Die Werte gehen eigentlich noch. Gut, Angriff 14 wird mir ein bisschen wehtun. Aber ansonsten. Und natürlich frage ich mich, können wir selber so ein Kanto bekommen? Wäre cool, bezweifle aber sehen, wie gehen würde. Aus Erfahrung bei meinen Teilen ist irgendwie meistens so. Gut, dann man kann schon mal aus dem Pferd angreifen. Er bleibt natürlich erstmal hier.
dank seinem Bogen. Ready anytime. Wird er nicht belogen? Also, erstmal so. Feeling good. Kamui. Hat er ja wenig Bock drauf. So. I'm at the top of my game. Quatschen, bitteschön. Well, look who the wyvern dragged in. Hey, May. How you holding up? Meh, you know me. Can't complain. It's all just so weird, you know? I mean, we studied magic and all, but... Well, I guess I never really expected to be zapping folks for real, is all. Sure, but we always knew it was a possibility. The whole reason we trained was in case anyone learned the truth about Celica. Yeah, I know, but still. There's a difference between feeling prepared for something and doing it. Is there? I seem to be doing all right. Sounds like this is a personal problem. Come on, seriously? This isn't a shock to your system at all? I told you before, I knew what I was getting into. I've been ready. Wow. You almost sounded like an adult just now, Bowie. Haha. Age has nothing to do with it. Der gute alte Bowie. I'm ready to roll. I'm ready to roll. Yeah. Erscheint mal den Schrecken. Es sind die schrecklichen 13. Nee, warte mal, das ist falsch. Irgendwie ist das falsch. So, kann man alle Truppen da irgendwie rüberbringen. Ist sicher nicht ganz verkehrt, dann, ja, natürlich kommen die alle auf einmal rüber, das ist irgendwie auch klar. Wir könnten einen Pegasus gut gebrauchen. Interessant, er ruft aber nicht jeden Zug etwas, wa? Also ganz ehrlich, sind doch keine Gegner für uns. 93% getroffen, das ist momentan bei Shadows of Valencia mein Rekord. Bin gespannt, wie es weitergehen wird. So, im nächsten Angriff ist er down. Und hier kommt natürlich Celica mit ihrem Feuer. Feuer in der Hole! Feuer in der Hole! Ich hab Feuer in der Hole! Und sagen ein bisschen Thunder Attack. Oh, geil. I'm pretty strong, you know. Ja, you know. Kann ich nur bestätigen. Die Fähigkeiten, ey. Dass überhaupt kritten kann. Wieso so wenige Fähigkeiten? Verstehe ich nicht. Naja. Kriegt sie halt weniger. Was soll's? Dann Lien soll dir doch mal die Chance geben. Ich versuch's mal. Mal gucken, wie du so schlägst. Mit dem Eisenbogen. Good night. Okay, bitte lass das. Das klingt total eklig. Ja, ich denke, wir kommen noch gut ohne Leon aus. Das ist der Saber. Schwarze Magie-Attacke. Das war Celica. Kriege nicht mehr so viele Erfahrungspunkte wie auch schon. Das bestürzt mich ein wenig. Was mache ich hier überhaupt? Ja, bei ihm wäre es kein Problem gewesen. Er hat Resistenz, aber andere gar keine. Das wird wehtun. Oh, und wie das wehtun wird. Anrufung, was denn das? Illusion beschwören. Okay, Jenny kommt auch mit. Das war jetzt so nicht geplant. Okay, erstmal Magie nach vorne. Dann, wenn natürlich ihn auch mal ein bisschen... Ja, er natürlich viel Magie war und Geschwindigkeit 2. Okay, er wird doppeln. Er wird mit 14 angreifen. Magie, das wird 28 Schaden machen. Wenn Valve überlebt, kann er schon mal froh sein.
Das sind ein bisschen viele Schrecken. Erschreckend viel auf einem Haufen vor allem. Ja, das läuft nicht so, wie ich es wollte. Das läuft nicht so, wie gewollt. 20 Verteidigung, 20 Verteidigung, 20 Verteidigung. Ich glaube das nicht einmal 20 Verteidigung. Gut, dann kannst du dann doch nach vorne. Jetzt zumindest schon mal ein bisschen abblocken, kannst man in die Ferne schießen. Ich kill euch alle, denn ich bin Volbo, der Schreckliche. Geblockt, yeah. So, dann. Ich würde sagen, schwarze Magie, Feuer, nee, Donner, weil alle müssen schwächen. Denn die müssen alle in der ersten Runde sterben, sonst tut noch mehr. Was sowieso tut, den ich sowieso nicht treffe. Mann! Schwarze Magie, Attacke! Ich meine, was bei Yugi klappt, warum nicht auch bei mir? Hm? Also rein theoretisch. Weiße Magie, Attacke! Der ist definitiv neu. So. Das hier im Gegensatz weniger! Get a load of this. About what you'd expect. Yeah. Ich bin I gotta Saber. hurry and catch up. Was willst du von mir? Nicht viel. So, mal gucken, was der Gegner macht. Ich bin der kleine Frequenz. Hab dich gebissen, cool war. Perfect. Ja, da würde ich auch sagen, ist perfekt. Aua! Voll reingebissen in die Schulter. Das tut doch weh. Ja, ich bin der kleine Schreckens. Hallo. Ihr könnt es wagen. Hi, hi. Du bist auch dran. Das ist Stall halt. Und hat meine Zähne ausgebissen. Scheiße. Das kommt sogar ein bisschen vor, Freunde. Ja gut, und wie es weitergeht hier mit den Clown Schreckens und dem Kantor. Das will es mehr erfahren, wenn wir in der nächsten Episode hier bei Shadows of Valencia. Danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.